schon lange vorbereitet hast und angefangen hast, mit dem Volk Israel, wie das hier Verwendung gefunden hat. Und ja, ich muss jetzt auch wieder Platz rein, Raum reinnehmen. Und also bitte ich einfach um Gelingen heute Morgen. Accept the love of the living God. Accept the love of the living God. Accept the love, He's a living God. Accept the love, He's a living God. Wrong in the night. Can you feel your body's growing weaker all the fright? Expecting any time a Roman creature all of your days. I'm measured by the way you serve your master. Into the maze. Loving all the time your own disaster. Falling asleep. Empty. Screams from the street. Not me. Falling away from the bloody hands I tried to hold you. Cross from the grave. You try to yell out that you're too afraid. Barely escaped. And stand still. It waits. No one cares. Accept the love of the living God. Accept the love of the living God. Accept the love is a living God. Accept the love is a living God. Wasting away as your dirty hand clenches, I got to lie in vain. As your needy words fall out in whispers, always afraid. Never letting up like no one is done. Never to say, I breathe this web, I'm lost forever, falling asleep. Empty screams from the street. Not me. Accept the love of the living God. Accept the love of the living God. Accept the love is a living God. Accept the love is a living God. Against the wall, as the hands of light reach out to hold you, heed the call. On bended knees, resist the fall, falling asleep in His arms. Screams from the street, all are gone. Accept the love of the living God. Accept the love of the living God. Accept the love is a living God. Accept the love is a living God. Accept the love of the living God. Accept the Lamb is a living God.
street. Not me. Falling away from the bloody hands I tried to hold you close from the grave. You try to yell out that you're too afraid. Barely escaped. And stand still. It waits. No one cares. Set the love of the living God. Set the love of the living God. Set the love is a living God. Set the love is a living God. Wasting away as your dirty hand clenches, I got to lie in vain. As your needed words fall out in whispers, always afraid. Never letting up like no one has done ever to say. I breathe this web, I'm lost forever, falling asleep. Empty screams from the street. Not me. Set the love of the living God. Set the love of the living God. Set the love is a living God. Set the love is a living God. Against the wall, as the hands of light reach out to hold you, heed the call. On bended knees, resist the fall, falling asleep in his arms. Screams from the street, all are gone. Set the love of the living God. Set the love of the living God. Set the love is a living God. Set the love is a living God. Vater, dem Schöpfer von allen Klängen und vom Sohn. Im Namen von Gott, dem Vater, dem Schöpfer von allen Klängen und vom Sohn Jesus Christus, dem Erlöser von allen Zwängen und vom Heiligen Geist, dem Atem von unseren Gesängen, zum Lob vom einen Gott. Amen. Herzlich willkommen zum Osternachtsfrühgottesdienst vom Metal Church. Toll, dass du über Twitch mit uns zu Bib mitfeierst. Raum und Zeit sind für Gott kein Hindernis. Er verbindet uns durch den Heiligen Geist. Der dreieinige Gott, der ist jetzt mitten unter uns. Wir beten. Gott, du hüllst dich als Schöpfer in Licht wie in ein Kleid. Und sogar Finsternis ist nicht finster bei dir. Du hast der Welt durch Jesus Christus das Licht vom Leben neu geschenkt. Du entzündest uns mit deinem Geist. Im Schein von dem Feuer, das die Nacht erhält, bitten wir. Lass uns die Sehnsucht brennen nach dem unvergänglichen Glanz der Herrlichkeit. Verwandle Trauer in Freude. Führ uns aus der Finsternis ins Licht. Lass den neuen Morgen kommen, wo uns du versteckt davon erzählt. Und vollend uns alle, wenn einmal der ewige neue Tag anbricht. Amen. Wir erleben heute am Ostermorgen gemeinsam Schritt für Schritt den Weg von Finsternis, Schmerz und Tod zu Licht, Leben und Freude. Im 53. Kapitel schreibt der Prophet Jesaja über den Gottesknecht. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort.
Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden. Weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern, bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen, keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wieder satt sehen am Licht. Der Weg von Finsternis, Schmerz und Tod zu Licht, Leben und Freude, der erleben wir heute Morgen im steten Wechsel zwischen der Geschichte vom Volk Israel in Ägypten und der Geschichte von Jesus Christus. Wir haben uns in die Bibellese von unserer Wasteland Warrior Challenge in den letzten 40 Tagen bereits immer mal wieder mit dem Passalam beschäftigen dürfen. Wir haben das Bib draussen beim Osterfeuer gestartet und kommen jetzt dann in die dunkle Kille hinein. Amen, Amen. Das sage ich euch. Wer Schuld auf sich lädt, ist ein Sklave der Schuld. Ihr wisst doch, wenn ihr in den Dienst von jemandem tretet, verpflichtet ihr euch damit zum Gehorsam. Ihr seid dann sein Sklaven und habt ihm zu gehorchen. Ihr könnt also die Sünde zum Herrn wählen. Das führt zum Tod. Früher habt ihr die Glieder eures Körpers in den Dienst von Unmoral und Gesetzlosigkeit gestellt. Das führte dann noch tiefer in die Gesetzlosigkeit. Solange ihr Diener der Sünde wart, wart ihr in Bezug auf die Gerechtigkeit frei. Was war das Ergebnis? Nur Dinge, über die ihr euch jetzt schämt. Denn am Ende brachten sie euch den Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod.
ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. two horizons 1,000,000 suns ago, where Pharaoh rules, black magic thrives, effigies with marble eyes. King of all kings, not like one before, he never knew of Joseph's sons. Let the Hebrews' kingdom come. Seasons end, years went by, oppression, forced labor, bleeding hands, blistering our souls. Look for a sign in the pale gray sky, look for something we might never find. God exists, please tell us why. Must we die in the clutching hands of evil? Oh, deliver
Doch die Israeliten stöhnten noch immer und schrien um Hilfe. Ihr Geschrei drang bis hinauf zu Gott. Gott hörte ihr Klagen. Da erinnerte er sich an seinen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Gott wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Der Herr sprach: Ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrücker habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus dem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen.
Darauf sagte der Herr zu Mose: Ich bestimme es so. Du wirst an Gottes Stelle vor dem Pharao stehen. Dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein, der deine Worte weitergibt. Du sollst alles ausrichten, was ich dir auftrage. Das soll dein Bruder Aaron dem Pharao weitersagen, damit er die Israeliten aus seinem Land ziehen lässt. Aber zuvor werde ich den Pharao starrsinnig machen. Ich werde in Ägypten viele Zeichen und Wunder tun, doch der Pharao wird nicht auf euch hören. Deshalb werde ich Hand an Ägypten legen. Ich werde mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen, Schar um Schar. Mit Ägypten aber werde ich hart ins Gericht gehen. Daran werden die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Ich werde meine Hand gegen Ägypten erheben und die Israeliten aus seiner Mitte befreien. Sagte zu Mose und Aaron, als sie in Ägypten waren: Der jetzige Monat soll euch der erste Monat sein. Mit diesem Monat soll bei euch das Jahr beginnen. Sagt der ganzen Gemeinde Israels: Am 10. Tag dieses Monats soll jeder Familienvater ein Lamm nehmen, je ein Lamm für jedes Haus. Wenn eine Familie für ein Lamm zu klein ist, soll sie sich mit anderen zusammentun. Sie soll es mit dem Nachbarn teilen, der dem eigenen Haus am nächsten wohnt. Es sollen so viele Leute sein, dass sie das Lamm ganz aufessen können. Ein männliches Tier muss es sein, das ein Jahr alt und makellos ist. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Bis zum 14. Tag dieses Monats sollt ihr es von der Herde getrennt halten. Dann soll die ganze Versammlung Israels ihre Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Von dem Blut sollen sie etwas nehmen. Sie sollen es an den Türrahmen des Hauses streichen, indem sie das Lamm essen werden. Noch in derselben Nacht sollen sie das Fleisch essen. Es soll am Feuer gebraten sein und zu ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern gegessen werden. Und so sollt ihr es essen: den Gürtel um die Hüften, die Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Esst es in Eile. Es ist das Passa, das für den Herrn gefeiert wird. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten schreiten. Alle Erstgeborenen im Land werde ich erschlagen, bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens werde ich Gericht halten. Ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr seid, soll euer Schutzzeichen sein. Wo ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Wenn ich das Land Ägypten schlage, soll keine Plage euch treffen und Verderben bringen. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag halten. Feiert ihn als Fest für den Herrn, als Brauch für immer, von Generation zu Generation. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Gleich am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern schaffen.
Wisst ihr nicht, dass schon ein klein wenig Sauerteig den ganzen Teig sauer macht? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr wieder wie neues, ungesäuertes Brot seid. Ihr seid doch schon frei von Sauerteig. Denn unser Passahlamm ist bereits als Opfer dargebracht worden, Christus. Lasst uns also nicht mit Brot aus altem Sauerteig feiern, der für Bosheit und Schlechtheit steht, sondern wir feiern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und Wahrheit. Als Einstimmung auf das Abendmahl, das wir jetzt zusammen werden feiern, hören wir den Song «Deliverer» von Melech. Orchestration, I stand tall, for I know
In der Nacht, wo Jesus verraten worden ist, da hat er das Brot genommen. Er hat Gott gedankt dafür. Er hat es in Stück gebrochen und gesagt, das ist mein Leib, mein Körper, der gebrochen wird für euch. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch gemacht habe. Und genauso hat er nach dem Essen auch den Kelch genommen. Und er hat gesagt, der Kelch, das ist mein Blut. Mein Blut, wo den neuen Bund von Gott in Kraft setzt. Tut das auch, so oft ihr daraus trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch gemacht habe. Darum gilt, jedes Mal, wenn wir von dem Brot essen und von dem Kelch trinken, dann verkünden wir damit die Rettung, die geschehen ist durch den Herrn, bis er wiederkommt. Danke, Vater im Himmel, für die Geschenke von Brot und Wein. Lass uns zum Körper und Blut von deinem Sohn Jesus Christus werden, durch den Heiligen Geist. Amen. Wir beten, wie es uns Jesus gelehrt hat, und wir stehen auf dazu. Unser Paar im Himmel, dein Name soll uns heilig sein, dein Königreich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Gib uns das jeden Tag wieder neu, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, genauso wie wir auch denen vergeben, die uns schuldig werden. Führ uns nicht in Versuchung, sondern mach uns frei vom Bösen. Denn für immer gehört dir die Herrschaft, die Macht und die Herrlichkeit. Amen. Wenn jetzt mit der Musik läuft, wir hören das Lied «Yeah, you're thrilled» von Grave Declaration, dann dürfen die daheim das Abendmahl einnehmen, das ihr parat gemacht habt. Und ihr hier in der Kirche dürft dafür kommen, sobald Anne und ich parat sind mit dem Brot und dem Traubensaft. Das Essen und Trinken dürft ihr dann gerne an Platz nehmen. Ihr könnt sonst die Kerzen auch ablöschen, dass ihr die Hände dann wieder frei habt. Das Licht kommt ja langsam und es wird noch mehr hier in der Kirche. Küstigt und schaut, wie freundlich der Herr ist. Wer auf ihn vertraut, ist gesegnet.
Dies Blut. Die müssen den Text noch haben, gell? Dies Blut. Das ist der falsche Text. So steige ich's. Dies Blut, unser Leben. Dies Leiden, unsere Stärke. Dein Tod, unsere Freiheit. Dein Auferstehen, unsere Zukunft. Dein Zurückkommen, unsere Hoffnung. Danke, Jesus. Amen. Noch in der Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte: Brecht auf, zieht fort von meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Dann brachen sie auf und zogen von Ramses nach Sukkot. Ungefähr 600.000 Leute machten sich auf den Weg, die Frauen und Kinder noch gar nicht mitgezählt. Auch viele Nicht-Israeliten zogen mit ihnen, sowie eine riesige Herde aus Schafen, Ziegen und Rindern. Aus dem Teig, den sie aus Ägypten mitgenommen hatten, backten sie ungesäuerte Brotfladen. Er war ungesäuert, weil man sie aus Ägypten vertrieben hatte. Sie hatten nicht länger warten können und auch kein Essen für unterwegs vorbereitet. Der Aufenthalt der Israeliten in Ägypten dauerte 430 Jahre. Diese 430 Jahre waren auf den Tag genau vorbei, als die Scharen des Herrn aus Ägypten zogen. In dieser Nacht wachte der Herr, um sie aus Ägypten zu führen. Deshalb gehörte diese Nacht dem Herrn. In ihr wachen alle Israeliten von Generation zu Generation. Früh am ersten Wochentag kamen Maria aus Magdala und die andere Maria. Sie wollten nach dem Grab sehen. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Dank sei Gott, denn früher wart ihr Sklaven der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von ganzem Herzen der Lehre, auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Sünde befreit worden und steht nun ganz im Dienst der Gerechtigkeit. Ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht schon an. Lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht uns verleiht. Jetzt wollen wir im Licht des Tages ein einwandfreies Leben führen, ohne Ess- und Trinkgelage, ohne sexuelle Maßlosigkeit und Orgien, ohne Streit und Eifersucht. Nein, zieht Jesus Christus, den Herrn, an wie ein neues Gewand. Und sorgt euch nicht so sehr um eure menschlichen Bedürfnisse, sonst gewinnt die Begierde wieder Macht über euch.
Nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Unsere Vorfahren befanden sich alle unter der Wolke und alle zogen durch das Meer hindurch. Alle haben in der Wolke und im Meer die Taufe auf Mose empfangen. Alle haben dieselbe Speise gegessen, durch die Gottes Geist wirkte. Und alle haben denselben Trank getrunken, durch den Gottes Geist wirkte. Sie tranken ja alle aus einem Felsen, durch den Gottes Geist wirkte. Dieser Felsen ging mit ihnen, und dieser Felsen war Christus. Wir denken über dem Wasser an unsere Taufe. Und wir danken Gott für das Geschenk vom Wasser, das er geschaffen hat. Und wo er damit all seine Geschöpfe am Leben erhaltet. Durch das Wasser von der Sintflut hat er die Sünden untergehen und den Noah mit allem, was in der Arche war, gerettet. Durch das Wasser vom Roten Meer und dann auch vom Jordan hat Gott sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Im Wasser vom Jordan hat sich Jesus Christus taufen lassen. So hat er sich mit uns Sünder Seite an Seite gestellt. Durch das Wasser von der Taufe ist unser Leben verbunden mit dem Schicksal von Jesus, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Und so bitten wir Gott, Herr, schenk du uns deinen Heiligen Geist immer neu, damit so wie wir mal ins Wasser getaucht sind worden, so bei uns alles untergeht, was uns trennt von dir, und so wie wir mal aus der Taufe gehoben worden sind, so lass uns täglich rauskommen und auferstehen als neue Menschen, die in Gerechtigkeit und Reinheit leben. Und das bitten wir dich, Vater, im Namen von Jesus Christus. Amen. Wir bekennen in Erinnerung an unsere eigene Taufe den Glauben, so wie ihn die Apostel formuliert haben, die uns mit den Christen von allen Orten und Zeiten verbindet. Wir stehen auf dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, umfassende christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Das nächste Lied, das wir hören, ist der Lobpsalm, den Miriam dichtet und gesungen hat, Nacht der Rettung durch das Rote Meer durch. Während dem Song darf jedes, der möchte, handfest sich an seine Taufe erinnern. Kommt dafür zum Taufstein, taucht dann eure Hand ins Wasser, anschliessend zeichnet ihr ein Kreuz euch auf die Stirne oder bekreuzigt euch. Und ich sage euch zu, du gehörst zu Jesus. Und ihr daheim, ihr könnt genau das Gleiche auch machen mit dem Wasser, das ihr bereit gemacht habt.
Wir danken und beten gemeinsam laut zu den Worten von David. Hoch über alles will ich dich loben, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Du hast meine Feinde nicht über mich triumphieren lassen. Herr, mein Gott, ich schreie zu dir um Hilfe, und du hast mich wieder gesund gemacht. Herr, aus dem Totenreich hast du mich geholt und mir ein neues Leben geschenkt. Dabei zählte ich schon zu den Menschen, die hinab mussten ins Grab. Singt für den Herrn, ihr Gläubigen. Dankt ihm und denkt daran, heilig ist er. Nur einen Augenblick dauert sein Zorn, doch seine Güte umfasst das ganze Leben. Am Abend fließen die Tränen, doch am Morgen herrscht wieder Freude. Weiter. Und wenn ich dann zwischen ihnen singe, dann dürft ihr daheim mitsingen und ihr hier in der Kirche zumindest mitsummen oder mitreden. Jesus Christus, du bist das Licht vom Leben, das den Tod überwunden hat. Du bist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Dir gehören die Zeiten, dir gehört das Gestern, das Morgen und das Heute. Dir gehört die Ewigkeit, die Kraft und die Herrlichkeit. Kyrie, Kyrie, eleison. Jesus Christus, auferstanden von den Toten, du bist unser Licht. Sei unter uns, damit wir auferstehen aus unseren Gräbern, damit wir herausfinden aus unseren Gefängnissen. Mach die Finsternis von unseren Herzen hell. Verwandle das Dunkel von unseren Gedanken. Schaff uns und die Welt neu nach deiner Liebe. Mach uns neu zu deinem Ebenbild. Jesus Christus, du unser Licht. In deinem Licht sehen wir das Licht für alles Leben. Kyrie, Kyrie, eleison. Besonders bitten wir an diesem Morgen für alle, die einsam und verlassen müssen sterben. Für alle, die ihr Schicksal nicht begreifen oder ertragen können. Für alle, die durch ihre Erfahrung verbissen, verärgert, verbittert worden sind. Für die Angst haben, für die Gekämmten, die keine Zukunft sehen und keine Hoffnung haben. Alle, die am Unrecht nicht entkommen können, die sich nach Befreiung sehnen. In der Hoffnung auf dein rettende Licht beten wir zu dir. Kyrie, Kyrie, eleison. Bleib bei uns, du Auferstandene, als Licht unserer Dunkelheit. Bleib bei uns als die Kraft unserer Schwachheit. Bleib bei uns als der Trost unserem Leiden. Bleib bei uns als die Stärke unserer Anfechtung. Bleib bei uns als das Erbarmen unserer Schuld. Bleib bei uns als der Frieden in allem Streit. Bleib bei uns als die Hoffnung unserem Sterben. Bleib bei uns als der Sieg vom Leben und der Freude. Bleib bei uns für Zeit und Ewigkeit. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Amen.
Ihr habt jetzt Gelegenheit, Ostergrüße in Form von Text, Bild, Video oder Fotos von dieser Osternachtfeier an die Nummer 079 739 09 59 zu schicken, beziehungsweise die hier anwesend sind, wir hätten dann beim Ausgang nachher einen Fototermin. Am 9.4., am Freitag, haben wir das BBM in Niederbipp zum Thema Game of Quads via Zoom. Das Lagerfeuer Digital ist am Dienstag, 20.04. Das BBM Wimmis ist am Donnerstag, 29.04. Infos kommen noch zu der gegebenen Zeit. Das Heavy Sanctum vom 8.05. Auch hier gibt es wieder Infos zu gegebener Zeit. Am Freitag und Samstag haben wir wöchentlich den Bar oben vom Hard Rock Café. Kollekte, Twint oder auch am Ausgang ist zu 50% für die Metal Church und zu 50% für das Blaue Kreuz wegen dem Wasteland Warrior Challenge, den wir jetzt hier gerade heute beenden. Das Contact Tracing Material, das könnt ihr liegen. Wir haben noch das Iron Book, das liegt hier vorne auf. Zur Metal Church gehört, wer sich dazu zählt. Dort dürft ihr herzlich gerne euch einschreiben und festhalten. Und ja, es kommt dann zu einem Kontakt mit der Ale Burkhalter. Und dort könnt ihr eure Anliegen, Bedürfnisse in Sachen Metal Church mitteilen. Dann singen wir oder summen wir mit der Metal Church Band Boten vor Hoffnung. Fach du die Glut wieder neu, hoch Asche weg und Leben ein. Schickt sich davor, du bist treu. Ist die Geist uns geschenkt, wo uns dreht durch Geschichte. Hey, nicht das letzte Wort, sondern du, allein, erlösender Gott. Und lass uns noch Boten vor Hoffnung sein, lass uns noch brennen für dich. Lass uns noch leben und lieben für dich. Hier jetzt, mit allem, wo wir sind, kommt Hilfe uns zurück. Wir sind Nachfolge von dir. Lass uns aufstehen und Not am grössten ist. Schenk uns den Mut, wie du zu sein, weil du der Grund von unserer Hoffnung bist. Schmerz und Leid, hey, nicht das letzte Wort, sondern du, allein, barmherziger Gott. Lass uns noch Boten vor Hoffnung sein, lass uns noch brennen für dich. Lass uns noch leben und lieben für dich. Hier jetzt, mit allem, wo wir sind, Vater, hilf uns und lass uns noch Boten vor Hoffnung sein. Lass uns noch brennen für dich. Und lass uns noch leben und lieben für dich. Hier jetzt, mit allem, wo wir sind, Vater, hilf uns für dich. C'est désir, c'est j'en haut, alléluia. C'est désir, c'est j'en haut, alléluia. C'est désir, c'est j'en haut, alléluia. C'est désir, c'est j'en haut.
Halleluja. Você diz sim, seja oh, aleluia. 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 Där is la båten vår hoffning se. Där is la bränna för dig. Där is la lava och leva för dig. Yes, med down på vår syn. För att det husen. Där is la båten vår hoffning se. Där is la bränna för dig. Där is la båten vår hoffning se. Där is la bränna för dig. Där is la lava och leva för dig. Yes, med down på vår syn. För att det husen för dig. Dann wünsche ich uns allen frohe Ostern. Euch die Heime hoffentlich auf bald wieder mal face to face. Und euch da, schön seid ihr da gewesen. Ich freue mich, euch draussen dann noch heute zu sehen. So segnen wir uns zum Schluss gegenseitig. Der dreieinige Gott. Er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sagt dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht zu und er gebe dir Frieden. Amen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das in die Richtung weist, ist Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es wird vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr für Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wie denn das Schiff besteht. Erreicht es wohl das große Ziel, wird es nicht untergehen. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Bleibe bei uns, Herr. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, seine Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Und bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Und bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Und bleibe bei uns, Herr.
Gemeinde nennt, wird durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das in die Richtung weist, ist Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es wird vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr für Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wie denn das Schiff besteht. Erreicht es wohl das große Ziel, wird es nicht untergehen. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Bleibe bei uns, Herr. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, seine Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Und bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Und bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Und bleibe bei uns, Herr.